Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute. Weiter geht's. Das ist ein schönes Ding. Ein richtig schönes Ding. Altes Met. You gotta love it. Es ist großes Kino. Das hat mir das letzte Mal sehr viel Spaß gemacht, deswegen machen wir nahtlos gleich weiter in der ganzen Nummer. Ja, nahtlos, also nicht geschnitten, One-Taker, wisst ihr Bescheid. Okay. Der nächste Ding, da geht's um schlechte Witze, Cringe-Alarm. Ne? Das ist Kapitel 6 in diesem Zusammenschnitt. Ne? Das sind doch alles sehr moderate Nummern, wenn ich mir hier unten so den Soundverlauf anschaue. Ja, ihr könnt es nicht sehen, ich kann es sehen. Wie gesagt, hier hinten. Da werden wir heute nicht hinkommen. Ne? Aber da gibt es einen massiven Lautstärke-Spike. Entweder hat er dann da wieder irgendwie trotzig irgendwie Muckne angemacht oder es macht eigentlich nur im Stream, ne? Da kann es gut sein, dass er wegen eskaliert. Da freue ich mich aber gewaltig drauf. Freuen wir uns gemeinsam drauf. Das ist dann hier so eins von den großen Türchen im Adventskalender im März, ne? Ich laber schon wieder. Wo sind wir? 1,5 Minuten ist noch relativ kurzes Intro für meine Verhältnisse. Ihr kennt den Gist, ne? Vorher ging es jetzt um den YouTuber-Rang. Reini 2016, TS macht sich zum Obst. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch halbe auf. Bei mir ging einer in rein. Ah ja, Ding. Hier. Damit diesen wunderschönen Hintergrund nicht. Ja? Kennst doch die Geschichte, wie die Banane krumm war? Ja, Oh ja, weil niemand in den Dschungel zog und sie gerade bog. Also das, rein so, das ist Vorschulniveau Humor. Ne? also ich kenne nur den biologischen Nachweis. Bin halt dumm. Die Banane ist krumm, weil niemand den Urwald zog und sie gerade bog. Das Problem ist, Rainer tut jetzt hier so. Rainer ist sich bewusst darüber, dass jeder diesen Witz als Sparwitz identifizieren kann. Aber Rainer tut jetzt hier so, weil er halt nicht gezunden hat. Ne? Wenn der gezunden hätte, hätte er sich hart gefeiert. Ich weiß auch nicht, ob Reini sich bewusst ist, dass diese Witze jeder kennt, der mal irgendwo im Kindergarten war. Egal wo in Deutschland du im Kindergarten warst, hast du diesen Scheißwitz irgendwann mal gehört. Und ich weiß nicht, was er damit erreichen will. Der große Humorlord. Boah, der war echt flach. Der war sehr flach, aber das war die Geschichte. Das haben wir früher als Kinder immer gesagt. Ja, merkst du was, Rainer? Als Kinder. Warum ist die Banane krumm? Naja, weil niemand in den Urwald zog und... Du hast... Oh, jetzt sag das nochmal. Rainer, die haben das schon verstanden. Der war halt einfach nicht lustig, Digga. Es hat deswegen keiner gelacht, weil der Witz scheiße ist und du ihn auch noch schlecht erzählt hast. Nicht, weil die zu dumm sind, den zu verstehen. Du musst ihn nicht nochmal wiederholen. Wenn er ein drittes Mal wiederholt, brich ich ab. sie gerade bog. Bist du Nein. Erstmal ein Schluck Wasser saufen. Erstmal Wasser saufen, ne? Wasser. Ja. Er und Wasser. Brauchen wir nicht reden, ne? Ja, erstmal einen Schluck Wasser saufen. Stark. Ich bin der Franke, was dagegen? Ja, hä? Hat irgendjemand was gesagt? Ein Schluck Wasser saufen ist jetzt auch nicht ein sonderlich fränkischer Ausdruck meiner Information nach. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte, ne? Ich habe jetzt hier nicht in Germanistik eine Arbeit geschrieben über verschiedene Dialekte, das Fränkische im Spezifischen. Sind andere Leute Experten, aber ich bin der Meinung, ich gehe einen Schluck Wasser saufen, habe ich schon mal von Leuten gehört, die nicht aus Franken gekommen sind. Okay. Der Gegenüber checkt's auch nicht. Hä, wie kommt er jetzt auf Franken? Heißt du eigentlich wirklich Rainer? Naja, so heißt das sonst doch keiner, oder?
Ja, da hat ja jemand heute in der Früh auf jeden Fall mal wieder einen scheiß Clown gefrühstückt, ne? Heute hab ich's drauf. Ja, ich heiße wirklich Rainer. Wieso? Okay. Im Rainer seiner ist er kleiner, habe ich gehört, ne? Sorry, ist ansteckend. Nee, ich gucke dich jetzt noch nicht lange, deswegen. Und ich lese mir manchmal die Kommentare durch, deswegen. Ich werde aber mit Und A. Rainer. Und der Rainer ist halt so ein Name. Ja, mit AI, ganz wichtig. Du kannst aber auch Reini sagen, das mag er ganz besonders gerne. Wie alt bist du? Ich werde aber mit A geschrieben. Ich bin 26. Ich werde 27 im August. Ja, weil so. Okay, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn's jetzt, sagen wir mal, wenn's Ende Juli ist. Wenn's Ende Juli ist, würde ich ihm das geben, dass er sagt, ja, ich bin noch 26, aber ich werde 27, so im August. So in einer Woche oder 2. Da bist du an der 27 wirklich sehr viel näher als an der 26 dran und dann kannst du sowas sagen. Ansonsten, wenn das länger als 4 Wochen hin ist, ne? Wenn das länger als 4 Wochen hin ist, dann sag einfach, ich bin 26 und benimm dich nicht wie ein Kleinkind, ne? Das immer aufrundet, ne? Das am Tag nach dem 4. Geburtstag schon sagt, bald bin ich 5, ne? Halt einfach dein Maul. Sag einfach, du bist 26. Immer ein Jahr mehr ist das Jahr. So schwer kann es doch nicht sein. So einen Namen gibt man ja normalerweise dem Kind jetzt nicht so sehr, nicht Ja, wahrscheinlich haben die Eltern ihn, als er rausgekommen ist, schon gehasst. so oft in dem Alter. Es Deswegen. gibt sogar. Nee, aber ich glaube, das war wirklich so eine saudämliche Nummer, dass man gesagt hat, wir machen hier eine Familientradition auf. Und der Vater heißt Rudi, die Mutter heißt Rida. Und dann heißt der Bub Rainer und die Tochter heißt Ramona. Da lässt sich das R so schön rollen. Ne? Das kennt er noch aus dem Krieg, der gute Rudi. Let's go. Es gibt sogar. Ja, ich kenne Franz, der ist gleich alt wie ich. Ja, ich kenne aber auch einen Rainer, der. Ludwig, Ich kenne auch einen Rainer, der ist sogar jünger als ich. Und der ist. Ja, freilich kennst du den, Rainer. Sicherlich. Der Typ hat schon recht. Rainer ist jetzt nicht so der beliebte Name in deiner Generation, also in unserer Generation. Würde ich jetzt einmal sagen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenn jetzt in meinem Alter relativ wenige Rainers. Paar übers Leben verteilt mal getroffen, aber meiner anekdotischen Evidenz zufolge wäre es eher so, der Vater von meiner allerersten Freundin hat Rainer geheißen. Ich glaube, der hat sich mit EI geschrieben. Bitte sag, dass der nicht mit AI geschrieben war. Oh, ein netter Mo. Ach, nee. Ganz nette Leute, die man kennt, aber nicht mit Rainer in Verbindung bringen. Aber ja, sagen wir mal, unter Mitte 20-Jährigen war das auch schon damals kein gängiger Name, hätte ich gesagt gehabt. Der wohnte damals so weit weg. No. Rainer ist generell. Ja, der ist jünger. Der ist wahrscheinlich nach ihm benannt worden. Ne? Das ist wie bei Game of Thrones, wenn irgendeiner aus der Königsfamilie irgendwie berühmt ist, einen bestimmten Namen hat, dann nennen sie den allen so. Oder wie bei den Freys, wo sie alle Walder heißen. Scheißegal, ob Männlein oder Weiblein. Das ist es. Ne? Der Rainer war einfach so ein toller Bur, dass sich die Eltern gedacht haben, meine Fresse, ja, unseren Drecksfratz, den nennen wir auch Rainer, damit er auch so ein toller Bur wird. So wird's gewesen sein. Ganz ehrlich, ich glaube, dass, wo sich rumgesprochen hat, schon im Kindestag, was du für ein Charakter bist, wird wahrscheinlich der Name Rainer in Emskirchen und Umgebung ungefähr so beliebt gewesen sein wie der Name eines bestimmten österreichischen Landschaftsmalers. Ne? Eigentlich ist Rainer generell ein sehr seltener Name im Normalfall. Also ich meine jetzt nicht. Nee, ich würde sagen, hey, Boomer. Oder bei Boomern war Rainer der Shit. Ich kenne jede Menge Boomer, die Rainer heißen. So im Zweiten Weltkrieg. Also nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern allgemein. Ich habe schon lange drüber nachgedacht, wie ich das am besten google. Der Ursprung. Alter, ich habe lange drüber nachgedacht,
wie ich das am besten google. Du gibst in die Suchleiste rein, was ist der Ursprung des Namens Rainer? Und Google sagt dir das dann. So googelt man, da muss man sich vorher keine großen Gedanken machen. Ne? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, dass ein Mindmap eher unnötig ist in der Situation. Aber keine Ahnung, das ist hier so wie der Corporate Talk, da versucht er sich in diesem Ding wie ein Entrepreneur, ne? Aber wir müssen erstmal ein Meeting einberufen. Das ist es, ja? Das ist es. Und das Geile ist, ja, das Meeting, das darf ja auch, ne, die Leute müssen ja während der regulären Arbeitszeit immer lohnen, das muss dann nach der regulären Arbeitszeit gemacht werden. Und dafür gibt es dann, keine Ahnung, a Pizza oder sowas, ne? Bezahlen? Ah, der Arschmann, come on. Dann sitzen sie da. So ein Ding ist das. Nee, Rainer, gib's einfach bei Google ein. Sagst du Namensherkunft Rainer. Ne? Des Namen Rainer. Würde ich jetzt mal wissen. Infos zu ihrem Nachnamen. Ich will keinen Nachnamen, ich will meinen Vornamen. Rainer, was gibt's sogar Wikipedia? Ja, Rainer, ich glaube, zu fast jedem gängigen deutschen Namen wird es wahrscheinlich einen Wikipedia-Eintrag geben. Aber das wird wahrscheinlich einfach irgendeiner Rainer sein. Ach, es ist doch egal, welcher Rainer das ist. Der Name hat doch immer denselben scheiß Ursprung. Du suchst ja nach dem Ursprung und nicht nach einem bestimmten Typ. Willst mich doch verarschen. Der Titel des Artikels ist mehrdeutig. Meier. Nachname. Rainer als Nachname ist vor allem. Boah, Reini, du hast doch jetzt. Du hast doch gerade gesagt, dass dir die Info für Reini als Nachname nichts hilft. Warum? Ich check das nicht. Das ist natürlich, wenn er mal sagt, er arbeitet so hart und alles dauert so lange bei ihm. Das ist warum. Er ist nicht mal in der Lage, einfach einen Namen zu googeln. Natürlich dauert dann alles viel länger als bei jedem anderen Menschen. Wenn allein das schon eine Mammutaufgabe ist, die seine komplette kognitive Ressourcen benötigt, ne? In Westösterreich und Bayern verbreitet. Der Nachname. Ich habe noch niemanden gehört, der mit dem Nachnamen Rainer ist. Ja, weiß ich nicht. Das kann schon sein. Das hört sich an wie Meier, Müller. Das hört sich schon irgendwie an wie so ein Name, der auch eine Profession aber sein könnte. Ich kenne mich damit nicht aus. Keine Ahnung. Namensherkunft juckt mich gar nicht. Da habe ich mich so gut wie nie damit beschäftigt. Ne? Mein Wissen geht da über die Scheiße, die du in der Grundschule lernst, wenn sie heißt, wenn sie fragen, ja, wie heißt du, dann erklären sie dir was über deinen Namenspatron da irgendwie im Religionsunterricht oder sowas. So, das war's. Darüber hinaus geht meine Expertise in der Richtung Namensforschung nicht. Aber ich wüsste, wo ich nachschauen müsste. What the fuck? Okay, wieder da. Ach so, ja, ich vergaß. Eine Sekunde, warte mal, das hier sonst erwähnen. Machen wir doch. Hier wieder. Ach ja, man kann Rainer auch mit H schreiben, genau. Es gibt Rainer mit A, es gibt Rainer mit E und es gibt Rainer mit H. Rainer. Ja, es gibt auch Ruina, Reini. Ruina gibt's auch. Das ist ja der reine Wahnsinn. Wird aber ausgesprochen. Bist du witzig. Der war deutlich besser als dein scheiß Bananenwitz vom Anfang. Also halt den Ball flach, du Penner. Eine reine Sache. Der war wiederum erzwungen und scheiße. Möchte ich glatt sagen. Lupen rein. Ja. Ich will doch was jetzt mal mit Rainer machen kann. Aber nur mit dem Rainer. Früher haben sie immer gesagt, Rainer, Heiner, Glassenheiner. Heute bin ich den in der Glatte, das kann ich mich jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Ja, die Bilder haben auch wild ausgeschaut damals. Kennt ihr die? Da gibt's so ein Bild.
Eins, da sitzt er so da, ich glaube, er hat so ein oranges T-Shirt an, unten quillt die Wampe raus, aber hey, Wampe im Sinne von, ja, keine Ahnung, der ist in einem halben Jahr mit ein bisschen Disziplin, ist der wieder auf Normalgewicht, so leicht übergewichtig, Wampe. Ja? Also schon so ein Rettungsring vorne dran, aber wo man sagt, hey, wirklich halbes Jahr, vor allem in dem Alter, halbes Jahr die Ernährung umstellen, Sport machen, alles Gucci. Ja. Ein schlanker Mann war das noch nie, Fanta sei Dank, aber Habe ich auch schon gehabt. Aber da muss ich sagen, wenn ich heute sage, Rainer Heiner Glatzenheiner, muss ich erstmal an Folgendes denken. Ja, Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Mütze. oh, natürlich muss er genau daran denken. An was denn bitte sonst? Wie man alles instant irgendwie in diese Richtung schieben kann. Du hörst irgendwo Glatze und du sagst, Mütze, Glatze. Wenn jemand Mütze gesagt hätte, er dasselbe gesagt. Wenn jemand Handschuhe gesagt hätte, wäre er irgendwie auf Mütze gekommen und darüber auf Mütze, Glatze. Glatze. Boah. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Name Rainer in Deutschland kaum bekannt. Was? Seine Beliebtheit stieg Ende der 20er Jahre. Ja, haben Und- wir gesagt, Zweiter Weltkrieg. Ende der 20er. Ich war, also, ja, habe ich Ende der 20er. Weißt du, wann der... Ende der 20er war Ende Erster Weltkrieg. Das war, Du hast vorhin damals gesagt, wurde Zweiter Österreich Weltkrieg. zuerst Zweiter Republik Zweiter und- Weltkrieg war aber nicht in den 20ern. Ja, ähnlich, aber ich meine, ich habe ja gesagt, so Zweiter Weltkrieg. Wenn's, Oh, Leute, die 20er waren genau zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Der erste hat aufgehört Ende der 10er Jahre, der zweite hat angefangen Ende der 30er Jahre. Die 20er waren da genau dazwischen. Die haben mit beiden Kriegen nur marginal etwas zu tun. Verkackt jetzt nicht auch noch die einzige kurze Zeit im frühen 20. Jahrhundert, wo nicht Turn-Up war in Europa. angestiegen ist, muss es ja so ungefähr, weil es nimmt ja wieder ab, muss es da ja an einem seiner Höchstpunkte gewesen sein. Einfach aus statistischen Weisen. Gründen, nicht Weisen. In den 40er und 50er Jahren war der Name einige Male unter den 10 meistvergebenen Jugendnamen. Ja, wie gesagt, ne, Boomer-Namen halt, ne? Danach ging seine Verbreitung zunächst etwas in den 80ern stark zurück. Naja, ich bin Ende der 80er geboren und ich bin wahrscheinlich deswegen, Das andere Hinterbliebenen. so genannt worden, weil die Namen halt zurückgegangen sind, schätze ich mal. Ja, keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es R vorne dran hat und wahrscheinlich deine Eltern auch schon ein wenig hängen geblieben sind. Und sich gedacht haben, hier diesen altbachenen Namen geben wir jetzt Ende der 80er Jahre unserem kleinen Kind, was wahrscheinlich eher Grattler wird. Meine Mutter hat immer gesagt, die wollte mir einen Namen geben, der nicht so verbreitet ist, genau wie meiner Schwester. Das ist genau der gleiche Ja, ist deine Schwester. Nee, ja, ich glaube, Verbreitung war da relativ Wayne. Ich glaube wirklich, das ist so offensichtlich, dass die einfach nur nach dem Anfang. Das ist wie bei einem Hundewurf. Das ist wie beim Hundewurf. Ja, welchen Buchstaben haben wir jetzt? R. Also, Scheißbuchstabe, was gibt's denn da? Ronny, nee, das klingt irgendwie nach arbeitslosen Drogensüchtigen. Was gibt's noch? Rainer. Ja, komm. Scheiß an, ich muss zum Stammtisch. Heißt er jetzt Rainer, der kleine Wichser. So wie sie heißt. Ja, kannst du den Namen nicht sagen? Heißt irgendwie Sieglinde oder so, wenn du das nicht sagen willst. Ich sag's generell nicht, das geht dich nichts an, wie meine Schwester heißt. Ja, ja, Privat, nee, das hat nichts mit dem... Da ging's auf einmal die Leute nichts mehr an, wie seine Schwester heißt. Als er seine ersten scheiß Abonnenten vorgelesen hat, da dann noch hier Ramona Winkler, dann meine Schwester. Also noch groß ins Internet rausgepömpelt. Ist mir jetzt auch wurscht, denn jeder von euch weiß, wie die heißt, ne? Und das ist auch, keine Ahnung, eine Google-Suche entfernt. Ich weiß, für manche ein unüberwindliches Hindernis, da muss man erstmal überlegen, wie man am besten googelt. Aber die meisten von euch, wenn es interessiert hätte, auch ohne dass ich gesagt hätte, hätten sie gesagt, Drachenlord, Schwester, in Google eingegeben, dann steht das da. Ja? Ganz ehrlich, da im
im TS, im Talk mit irgendwelchen Leuten, da ist es dann Privatsache und da nimmt er den Datenschutz ernst und sagt er hier, keine Ahnung, sage den Namen von meiner Schwester nicht. In seinem scheiß YouTube-Video blökt er ihn raus für die ganze Welt. Man muss es nicht verstehen. Das hat nichts mit dem Namen zu tun. Ich habe Privatsphäre. gemeint, weil so Das hat nichts- Es ist Privatsache, ja, genau. nicht so verbreiteten Namen, deswegen wollte ich es nur wissen. Ja, es hat aber nichts mit dem Namen zu tun. Warum ich das jetzt sagen will, das hat einfach Nein, damit zu tun. Das ist Privatsphäre, YouTube und Ja, ja. verstehe ich auch. Aber ich wollte eigentlich die Bedeutung des Namens wissen. Das hilft mir alles nicht weiter. Keine Vorname. Bedeutung und Herkunft des Jugendnamen. Das ist ja nicht Jugendname, so ein Quatsch. Das ist einfach ein Name. Da steht sicher nicht Jugendname, oder? Ich bin jetzt 26, ich bin kein Jugendlicher mehr, jetzt brauche ich einen neuen Namen. Ja, ist doch echt. Ist doch so, ey. Also laut. Das ist der Punkt, den ganz viele Leute haben. Wenn sie ihren Kindern so einen altbachenen Namen geben, und der war schon zu dem Zeitpunkt altbachen, wie gesagt, eher so meine Elterngeneration, dann hast du halt ein Kind, das einen Namen hat wie ein alter Mann. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, irgendwann in 60 Jahren wird der Name, der klingt wie von einem alten Mann in 50 Jahren, da sind es dann halt, keine Ahnung, diese Modenamen von jetzt, ne? Wohl Leon und Leonie, das war vor 20 Jahren, aber was sind aktuell die Modenamen? Interessiert mich auch nicht, keine Ahnung. Wie sie halt nennen auf Diggity Toggity. Ja? Wikipedia guckst, oder? Gerade war ich in Wikipedia, jetzt gerade schaut mir was anderes an. Okay. Rainer, Rainero, Rainero Vinclero oder Rainar Winklerson. Das sind Rainar Winklerson war einfach wirklich der Beste. Bisher, ich sag's immer wieder, aber als ich das erste Mal gehört habe, mich hat's zerrissen einfach. Ich habe, glaube ich, selten in meinem Leben wirklich so einen üblen Lachflash gehabt. Ich konnte einfach nicht mehr. Zwischendurch keine Luft mehr gekriegt. Ich habe tagelang ein Schmerzenszwerchfell gehabt nach der Nummer, als ich zum ersten Mal diese Rainar Winklerson-Geschichte gehört habe. Zu gut. Ja, Da kommt so ein Reiniger. ja, genau. Ja, ich weiß nicht, mit Reinigern hat er eher weniger zu tun, ne? Ich weiß nicht, lieber Gesprächspartner da auf Teamspeak, ob du schon mal Bilder von der Schanze von innen gesehen hast, ne? Reiniger ist jetzt da eher nicht, ne? Eher unrein. Rainer Bersel. Bekannte Persönlichkeiten. Irgendwann stehe ich da auch drinnen. Yeah, for all the wrong reasons, Rainer. For all the wrong reasons. Lieber nicht. Aber da steht auch bitte nichts mit der Herkunft, ne? Emotionen und Eindrücke. Die Bewertung Was? des Vornamens Rainer. Ja, die ist, würde ich ja mal sagen, in den letzten 15 beschissenen Jahren hat die gelitten, die Bewertung des Vornamens Rainer. Also ganz ehrlich, ich würde mal davon, ne? Egal ob er altbachen ist oder nicht, der Name, das hat sicher nicht in die Entscheidung reingespielt, aber ich würde schon mal sagen, dass es sicherlich tausende Ehepaare in Deutschland und generell in der deutschsprachigen Region gegeben hat, in den letzten 10 Jahren, die wegen ihm den Namen Rainer schon von vornherein kategorisch ausgeschlossen haben. Ohne überhaupt darüber nachzudenken. Da ist man gar nicht zu dem Gedanken gekommen, ja, vielleicht ist er ein bisschen altbachen oder sonst irgendwas, ne? Sondern es ist einfach schon mal von vornherein kategorisch ausgeschlossen worden, nur wegen ihm. Modern, jung. Der ist komplett mittig eigentlich. Oder fast komplett mittig. Intelligent. Das war nicht bei mir, Leute, das war bei ihm hier. Der ist intelligent ist der Name ein bisschen fortgeschritten. Ist er fast mittig. Attraktiv. Ah ja. Sportlich. Der ist echt, der Name ist fast mittig. Wie mittig. Naja, die haben hier halt so eine Leiste. Das erste ist traditionell modern.
Das ist so eine Leiste dazwischen halt, wie modern oder wie traditionell. Und der ist ziemlich in der Mitte. Ja, ist halt Mittelmaß, ne? Dann das nächste ist alter und jung, ist auch ziemlich in der Mitte. Und intelligent, keine Ahnung. Wie man das Ja, natürlich ist es ziemlich in der Mitte. Ja? Rainer ist halt aus der einen Generation, in der davor hat man die Kinder gerne Adolf genannt und in der Generation danach halt einfach nicht mehr Rainer. differenziert. Da ist er ein Und ihr müsst euch denken, er redet hier davon, als er 26 war, das ist 10 Jahre her. Ne? bisschen weiter vorne, da ist er fast 3/4 so weit. Unattraktiv. Attraktiv ist er ein bisschen weniger als intelligent, aber nicht viel. Ja, weiß nicht, auch die Werte, die stimmen heutzutage aufgrund deiner Person wahrscheinlich alle nochmal. Unsportlich, sportlich ist er noch ein bisschen weniger als attraktiv, aber halt auch nur ein bisschen. Dann geht es wieder mehr auf die Mitte zu mit introvertiert und extrovertiert. Dann ist wieder weiter. Das ist auch wieder irgend so einen komischen Hokuspokus. Da kannst du genauso gut irgendeinen Scheiß, wie heißen sie hier mit den Sternen, so Horoskop lesen. Das hat doch sich irgendjemand aus dem Arsch gezogen oder ausgewürfelt. Damit dann irgendwelche Dullis da drauf lesen, oh, ist aber interessant, mein Name. Oh, schau mal, der ist intelligent, aber nicht so attraktiv. Da vorne fast schon wie intelligent, sympathisch, unsympathisch. Wieder ein bisschen. Ja, weiß nicht. Sieht man ja an deiner Person. Wie gesagt, ich kenne eine Person spezifisch, die Rainer, die wirklich sehr sympathisch, sehr netter Mensch ist. Und als Gegenpol dich. Weniger als unbekannt und bekannt und so weiter und so fort. Ernst lustig. Ernst lustig ist auch ein cooler Name. Unfreundlich, freundlich und unwillkürlich. Was? Der Bruder von Peter Lustig, oder? Unwillkürlich, so Quatsch. Channel switch. Wahrscheinlich steht da nicht unwillkürlich, der. Unwohlklingend. Was ist eine wohlklingend? Wohlklingend, du Dulli! Wohlklingend! Da kann den Mann bitte wieder jemand in die Schule schicken, ne? Eine Sekunde, Mietz. Sorry, kurze Ablenkung. Hab hier noch nie gehört das Wort. Ich glaube, das ist, wenn der Name gut sich so anhört. Will ich mal einfach so denken. Ach, wohlklingend, jetzt mein Fehler. Ist Etzeler dein Fehler gewesen? Ein Fehler zugegeben, ist wild. Wohlklingend, Alter. Ja, hast recht. Ich habe wohlklingend gelesen, dachte mir, hä, Wolle, was? Ja. So ein H und ein L, das sind auch fürchterlich ähnliche Buchstaben. Kann man mal verwechseln. Ja, das ist wieder typisch meine Legasthenie halt. Ja, genau. Nein, das liegt nicht an deiner Legasthenie. Das liegt an der Haardummheit, Rainer. Das hat mit deiner scheiß Legasthenie, wenn du sie überhaupt haben solltest, selbstdiagnostizierterweise gar nichts zu tun. Es liegt daran, mein lieber Rainer, dass du anstatt in die Schule zu gehen und lesen zu lernen, lieber zu Hause warst und Pokémon geguckt hast. Das kann ja Ausrede sein. Nein! Der benutzt ja Legasthenie und Edzardler ADHS niemals als Ausrede für irgendwas. Muss ich dazu sagen. Okay, mehr Hater als ApoRed. Wie lange dauert die Scheiße hier? Ah, Schiedlibüdel. Ah, komm. Den Faden verloren. Im Notfall müssen wir jetzt zwischendrin mal. Ich habe heute nicht so lange Zeit. Eine halbe Stunde habe ich noch. Let's go. Ach, Wir haben darüber gesprochen, dass ich etwa 95% Hater habe und ApoRed der meistgehatete YouTuber ist und ich da wieder gesprochen habe. Ja, weiß ich nicht, wie das 2016 ist. Ich bin auf den Kasperl auch erst vor kurzem gekommen über Mimi-Videos. Relativ late to the party mit der Nummer. Aber ich weiß nicht, ob den damals, also wenn den damals schon alle gehatet haben, checke ich nicht, warum der nicht das Rainer-Treatment gekriegt hat, ne? geht so, also. Was ist heute bei mir los, Alter? Warum habe ich heute so einen guten Faden? Normalerweise bin ich der den Faden verliert. Du hast 14.000 Aufrufe und 300 Likes. War Ja. 1700 Dislikes, aber eigentlich passt das ja. Nicht so viele wie UpRed. Mal kurz. Hat jemand. Ja, aber bei ApoRed ist es Noch Mainstream. Passt das ja. Aufrufe und Warte, wie viel Likes? 300 Likes.
War Ja. 1700 Dislikes, aber eigentlich passt es ja. Was? 300 Likes zu 1700 Dislikes passt? Willst mich rollen? Ich mache mir Gedanken, wenn ich beim positive Likes zu Dislikes-Verhältnis, wenn ich unter 95% Likes rutsche, mache ich mir Gedanken, ob ich reingeschissen habe. Ich habe Videos, wo, keine Ahnung, 100 Leute bewertet haben, die 100% Likes haben. Wenn ich unter 95% gehe, denke ich mir, vielleicht hast du reingeschissen. Und denke mir nochmal drüber nach. Reini hat 300 Likes auf 1700 Dislikes. Ja, ist in Ordnung. Zu viele wie UpRed. Mal kurz. Hat jemand. Ja, aber bei ApoRed ist es Noch Mainstream. einmal. Bei ApoRed ist es Mainstream zu Noch disliken. einmal. Dislike Noch einmal, hinaus. wie viele, das ist nochmal das, du musst die Größenordnung bedenken. Das kann man ja runterrechnen. Das kann man ja einfach runterrechnen. Das rechne ich jetzt mal. Mal kurz Taschenrechner. Das kann man ja einfach runterrechnen. Und das Ja, kann man runter oder kann man auch hochrechnen. dann im Vergleich ist. Ja, ne? aber das Problem ist, bei ApoRed gibt es dann auch wiederum Videos, die haben mehr Likes als Ja, die halt, Dislikes. ja. Dann schau einfach mal, dann mach's einfacher. Hast du Schau einfach. manchmal, hast du manchmal Videos? Saturday hat mehr positive Likes als So, negative. so anstrengend. Das könnte man ja Mach's mal überprüfen anders. sogar. Gibt's von ApoRed von irgendwelchen Hatern Videospiele? Gibt's von ApoRed irgendwelche Leute, die ihn in 1000 verschiedenen Videos, und ich meine tausende verschiedene Videos, als Nazi darstellen oder was weiß ich alles? Ja, keine Ahnung, es gibt schon tausende verschiedene Videos gegen ApoRed, gab es sicher damals auch schon. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was das jetzt hier für ein weirder Schwanzvergleich ist, dass man sagt, hier, ich wäre aber mehr gehatet als der, obwohl der eine viel größere Reichweite hat. Das irgendwie, weiß ich nicht, ne? ob das irgendwas ist, womit man angeben sollte. Weird Flex einfach. Ja. Google einfach einmal Drachenlord und Google einmal Ja, ApoRed aber glaub nicht alles, was du liest. und dann vergleich das mal. Google wirklich danach, nicht irgendwie auf YouTube oder so suchen, sondern wirklich googeln. Ja, aber das muss man sich vorher gut überlegen, wie man das am besten googelt. Ne? Das haben wir im vorherigen Teil gelernt. Glaub mir, du wirst mich wahrscheinlich. Vielleicht hat 10 sich da Milliarden irgendwer Mal- rangemogelt oder so und die halt hochgeratet. Pass mal auf, ich schaue jetzt mal kurz. Das will ich Passe. jetzt wissen. Ich gebe jetzt mal kurz Google an. Dann will ich mal kurz gucken, wie viele Buchstaben ich für meinen Namen brauche, bis da wirklich was auftaucht. Da musst du aber in den Inkognito-Modus gehen, ne? Sonst zählt das nicht. User joined your channel. Wieso? Ich Meinst vergleiche jetzt mal. du, ich google mich jeden Tag oder was? Ja. Da gleich jetzt mal einen. Oh, sehr, Ja, ich glaube auch. Zumindest damals, ich wette was, dass der sich jeden Tag gegoogelt hat. Ob irgendjemand irgendwas sagt über ihn. Alter, kannst dich mal muten, Junge. Hört sich bei dir an, als ob du irgendwie an einem Bahnhof wohnst. Ja, wenn ich nicht das Fenster aufmache. Ja, mute dich dann halt. Ist aber echt schlimm. hier, Alter. Kurz. Also, mir bei wird das mir, hier langsam zu musst du, voll, bei, mir ey. musst, bei mir musste Drach angeben, für Drache quasi, als das erste Ergebnis Drachen, und das nächste ist Drachenfrucht, was ja beides logisch ist, und dann bin direkt ich das Ergebnis mit Drachenlord. Also direkt das dritte quasi. Und dann mach mal ApoRed. Such mal nach Apo. Drachenfrucht, Drachenzähmen wir leicht gemacht, Drachenbaum und Drachenwand. Alter, das ist voll echt schlimm. Sepp. Ja, du hast echt ein richtig ekliges Quietschen bei dir in der Ja. Fresse drin. minus 10. So, mach jetzt auch mal. Ich mach jetzt mal Drache. Das ist der echte Drachenlord. Nein. Das ist der echte Drachenlord. Bartholomäus. Psst. Alter, ihr seid mir gerade alle zu laut irgendwie. Ist echt so, das ist Ich ziemlich mag dich anstrengend, ne? Wenn du mich nicht magst, dann lass es. Niemand zwingt dich, mich zu mögen. Erstmal disliken. Ey, was jetzt? Das hier irgendwie, keine Ahnung, das sind eine weirde Situationen, da kommen gerade einfach irgendwelche Leute rein. Und das war halt der Nachteil an der Nummer damals. Ne? Die hatten jetzt ein relativ unterhaltsames Gespräch, das auch hätte wohin gehen können. Jetzt kommen die Dullis. Ne? Dislike-Bot ansetzen. Bist du so ein Hater, Bartholomäus, oder wie? Channel. Dürfte ich. Das war noch mal ernst gemeint. Channel switched. Hallo? Warum gehst du raus? Weil ich keine Lust auf Leute habe, die mich haten. Und wenn er mich haten will, soll er mich in Ruhe lassen. Aber die Dann kommen soll ja er jetzt von wieder mir hoch. aus Die kommen Wenn jetzt er- wieder wenn er- hinterher. wenn er- Positive hochkommt. Bewertungen. Tu mir den Gefallen, Junge, und geh bitte raus aus dem Channel. Ich bin extra. Junge! Ich finde die Doppelmoral. Jedes Mal, wenn Reini irgendjemanden Junge nennt, zuckt's mir in der Hand. Ganz ehrlich, wie er sich immer aufspielt, ne? Der große Respektslord, was nicht alles dies und das ist alles respektlos. Respektlos hier, respektlos da, bla 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 bla. Aber er die ganze, Junge, hier, bla bla, dieses, jenes dort. Von oben herab, arrogante Arschloch-Attitüde damals schon, ne? Dass der Sau graust. Aber wehe, irgendjemand erweist dem
dem hochheiligen Edzardler Drachen nicht den gebührenden Respekt so. Dann ist aber Turn-up. Hochgegangen, damit du mich in Ruhe lassen kannst. Wenn du mich nicht magst, dann bitte hör auf, mir nachzulaufen. Ansonsten User left your channel. Ja, Reini, dann verbiss dich halt auch einfach von diesem scheiß Teamspeak. Ist komisch, gell, dass du, egal auf welchem Teamspeak du bist, immer sofort Kontra von irgendjemandem kriegst, der kommt und sagt, hier, im Übrigen bist du ein Hurensohn. Ach, na. Das ist bei niemand anderem so passiert. tun und den rauskriegen, weil ich bin extra raufgegangen, damit er mich in Ruhe lässt. User ja. joined your channel. Weil ich Ja, der ist halt schon länger auf dem Discord und die kennen sich und, ne? Was er wieder glaubt, wer er ist, dass er die Leuten anschaffen kann, wen sie von ihrem Discord schmeißen. bin echt ein toleranter Mensch und wenn er mir jetzt Reini ist ein toleranter Mensch. Zitat Rainer, ist mir egal, warum jemand hierher kommt. Wenn jemand hierher kommt, ist er ein Hater. Also, das klingt schon nach einem sehr toleranten Menschen, hätte ich gesagt gehabt, ne? Jemanden, der nicht immer alle Leute über einen Kamm schert, der nicht irgendwelche Vorurteile hat. Nee, Rainer ist schon ein sehr toleranter, offener Mensch. Muss man auf jeden Fall. Muss man wissen. User joined your channel. und ich bin jetzt extra raufgejoint, beziehungsweise runtergejoint, damit er mich in Ruhe lässt, dann ist er wieder da. Bartholomäus, kannst du bitte ein bisschen aufpassen, wie du hier redest einfach. Ich äußere nur meine Meinung. Er kann nicht ermuten. Ja, aber trotzdem, sowas muss hier nicht sein. Sondern andere auch. User joined Lol. your channel. Also bei ApoRed muss ich fast den gesamten Namen eingeben, dass ApoRed auftaucht. Jedes Wie jetzt einfach das Thema wegignoriert und einfach sagt, also im Übrigen, wir waren noch vorher bei den Dingen ApoRed, ich wollte noch mal darauf hinweisen, so der wird nicht so viel gehatet wie ich, na, ich bin da schon besser als er. Ja, reine Bild da was drauf ein. hier. Gut, und selbst? Super, freut mich. Wunderbar. Ne, ich muss Apo eingeben, dann kommt er. Aber ganz ehrlich, wenn man sich wirklich mit dem allerletzten Abschaum vergleichen muss, um jemanden zu finden, der noch unsympathischer ist als man selbst, ja dann, weiß ich nicht, ne? Sollte man vielleicht aber überlegen, ob man Edzardler auf dem Holzweg ist. Bist du im Inkognito-Modus, beziehungsweise hast du berücksichtigt, Ich dass habe er bei gerade dir meinen nicht... Verlauf gelöscht. Jetzt kommt er mit dem scheiß Inkognito-Modus. Willst du mich verarschen eigentlich, Reini? Gerade vorhin haben sie dir gesagt, ja, musst aber in den Inkognito-Modus gehen, sonst ist das nicht valide. Er weiß nicht warum. Er ist nicht in den Inkognito-Modus gegangen. Und natürlich, wenn er mit seinem Browser, wo er mit dem Profil Drachenlord, den Google-Account eingeloggt ist, nach DRA sucht, dann kommt natürlich Drachenlord. Aber die anderen Leute müssen... komm halt einmal. Du musst einfach in den Inkognito-Modus gehen, das geht auch. So, dann suche ich mal nach Drache. Ja, die Drachenmegamorphonen sind eh die besten. Lololol. Oh, Drache. Ach ja, 2016. Als Game of Thrones, sagen wir mal, noch gut war. Ne? Erste Staffel 2011, die war grandios. Zweite Staffel 2012, die war super. Die dritte war auch richtig, richtig großes Kino. Und die vierte war, glaube ich, mit die beste. Aber ab der fünften, das müsste 2016 gewesen sein, da ging es dann langsam bergab. Drachen, Drachenfrucht, Drachenbaum, alles klar. Also wenn du Ja, Drachen eingibst, dann kommt er schon. Da kommt er. Das soll das eine Drohung sein, oder? Steht er dann vor der Haustür. Ist das hier wie bei South Park, wenn du zu oft Biggie Smalls in den Spiegel sagst und dann kommt er und schießt. Bei mir kommt das nicht. Nur bei mir kommt, wenn ich Drachen eingebe. Kann jemand gut in Prozent rechnen? Also hier Bei mir war... Also es reicht, wenn ich Drach Ja, vielleicht der Drache. Es reicht, wenn ich Drach eingebe. Frag den D-R-A-C-H. nochmal. Drache. Kannst du Was? gut Prozent rechnen? Konnte ich mal, ist aber schon ewig her, dass ich das... Ja, Rainer konnte richtig. Der hat ja alle möglichen Sachen, alle Prozente, hat alles im Kopf, hat er ausgerechnet. Ja. So wie aus der Pistole geschossen. Ja, ganz kurz davor, dass sie bei Wetten das zugelassen hätten. Halt ein Maul, Rainer. gemacht Mach habe. das mal. 14.766, halt durch. Es ist mir letztlich auch egal, ob ich der meistgeldetste YouTuber bin oder nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir uns auf die Diskussion jetzt gerade versteifen. Die 8 Du hast doch damit angefangen! Das... Hä?
Die Leute haben dann gesprochen über ApoRed und er hat gemeint, nee, ich werde mehr gehatet als ApoRed und wollte jetzt unbedingt beweisen. Jetzt konnte das nicht eindeutig beweisen. Ja, ist auch egal, ich weiß gar nicht, wer mit dem scheiß Thema angefangen hat. Du hast mit dem scheiß Thema angefangen. Von mir aus gebt ihm den Rang. Ich will den Rang gar nicht haben. Wir wollen das ja nicht machen. Wir wollen das Ja, keine Ahnung, der hat mal eine halbe Stunde lang umeinander googeln und umeinander diskutieren, ob jetzt er oder ApoRed, wo da der Hate weniger ist. Und jetzt, ja, du siehst ja keinen. Komm, lass mir doch damit in Ruhe. ja nicht so machen. Wir wollen einfach nur ausrechnen, wie viel Prozent von den Boah, Leuten, ist die das das Video nicht- geguckt haben, Du hast zugeguckt knapp, haben. aber knapp 8% Okay, Hater. passt auf. Ihr müsst dazu berechnen, wie viele Hate-Aktionen es wirklich gibt. Und ich sag euch, da fallen euch die Augen raus. Es gibt allein auf dem Forum von Lach schon Okay. es gab zweimal einen Trade über mich. Beim ersten Mal waren es Oh, Reini. Ich weiß nicht, 2016, ob das noch vor dem Posterverkauf war oder danach. Aber wenn er sagt im August, ich glaube, das war über den August, war auch Stromlosstaffel, also im Sommer. Dementsprechend könnte es gut gewesen sein, dass das halt vielleicht noch im Frühjahr ist. Ja? Und sollte das im Frühjahr sein, 2016, dann, Reini, du wirst bald merken, wie harmlos diese Lachschundnummer und die ganzen anderen Aktionen auf YouNow und so ein Scheiß, wie harmlos das alles war gegenüber der Plage, der Heuschreckenplage, die du über dieses Dorf hereinbeschworen hast mit deinem scheiß Posterverkauf. 1000 oder 2000 Seiten, beim zweiten Mal waren es 16.000 oder 10.000 Seiten, irgendwas in der Größenordnung. Ich habe irgendwann aufgehört, so nachzuschauen. Dann gab es 600, 700, 800, 900 Videos über mich, in denen die mich verarscht haben. Dann gab es gibt sogar, ey Leute, ich meine ohne Scheiß, es gibt sogar Amis, die mich haten. Es gibt sogar Amis, die mich haten und Ja, wer verarschen. tut das? Ja, das hatten wir im vorletzten Video, da haben wir auf das Ace-TV-Ding reagiert bezüglich Boneclings. Da wird er darauf ansprechen, das war ja auch ungefähr die Zeit. Du hast 12,5% Hater und Deutlich mehr. 100 geteilt. Drachen kann es was. Kann der was? Ja, Kannst du mich ich bitte glaub, in Ruhe lassen? Alter. Ja, ich bin ja im Prinzip da in dem Channel hier und warte drauf, ob er mich eventuell freischaltet. Ach, deswegen verpisst er sich nicht. Reini bleibt, das ist immer noch wahrscheinlich der Channel, wo er darauf wartet, dass er endlich den YouTuber rankriegt. Deswegen bleibt er da weiter drauf. Er kann da nicht runter. Einwandfrei. Das ist perfekt. Das heißt, man kann ihn bis zum Ding nerven, einfach ohne dass er geht. Glaubt das einfach nicht, Alter. Was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Es ist halt echt schon fast fertig. Was zur Hölle? Was ist? Ja, Fällt mir nicht auf, dass das Beim besser Rendern oder wie? meine Konvertierung. Das Konvertieren von meiner Datei, von meinem Grabber. Was hast denn du da gegrabt? Meine Geduld wird halt auch wieder auf die Probe gestellt. Hä? Er hat gefragt, was hast du da gegrabt? Du hast gesagt, die Konvertierung von deiner Datei über einen Grabber. Ja, was hast du denn gegrabt? Das ist doch eine legitime Frage. Verdammt nochmal, kann ich jetzt endlich mal rausfinden, was mein Name eigentlich bedeutet, beziehungsweise woher kommt? Ja, warte, kann ich ja schon machen. Ich schaue das ja schon die ganze Zeit, ich finde es bloß nicht. Ich finde nichts Richtiges. Alles irgendwie babyvornamen.de. Ja. Weil ich auch irgendwo abstimme, wie mein Ich habe Kind heißen wird. gerade die Seite gefunden, auf der du gerade warst. Und das weißt du woher? Das Achso, hast du ja wegen der gerade Abstimmung. Wegen Ja, der Datei quasi. Der Name Rainer stammt aus dem Althochdeutschen. Das ist abgeleitet von dem Namen Regina. Namensbestandteile von Rainer bedeuten Rat und Herr. Oder Rat und Der Herr. Name kommt vom Wort König. Rat und Herr, Alter, das ist Jetzt geil. weißt warum ich Lord steht heiße. hier. Wegen dem Weißt du, Rad oder warum was? ich Lord heiße. Einer Tatsächlich vom, passt das. Oder wegen dem Rollator. Alter, Rad. Rainer vom Platz sagt. Rat und Herr. Leiter, Das ist würdest du geil. jetzt endlich mal aufhören zu haten, Alter? Es hättet ihr hier gerade keinen, Das ist zu fürchterlich, wie die alle haten. Die haben was vom Rollator erzählt und so weiter. oder? Der Leiter hatet schon die ganze Ich hab Zeit. grad nur einen Spaß gemacht, tut mir leid. Du bringst die ganze Zeit solche Sprüche, Alter. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm wie Drachen, also wie der Okay. Bartholomäus da. Naja, Aber das wieder von vorher. Der Rat, der Beschluss. Ich mach nur ein Der paar Rat über Scherzchen, den ich bin nur so ein kleiner Kriegsstand, Witzbold. der fällt her. Da hast du's. Ich bin. Warte kurz, ich schick kurz einen War ein kleiner Du nicht gut, ist das, ha? Schick halt einfach die Seite. Ich bin der Also, Bespaßer. ja, Kann ich auch machen. Müsstest wirklich wissen, was
So wie von so einem König. Bin ich der Bespaßer. Hofnarr, ne? Der Hofnarr des Lords. Achso, das kann ich. Ach so, da war's Warum, auch schon, ne? warum kann ich eigentlich keine Links einfach raus Sterne so. öffnen momentan? Ich check das nicht. Wahrscheinlich, weil du zu dämlich dazu bist. Also bei dir würde ich immer auf die Option als erstes tippen. Du musst Ist deine Tastatur kaputt, oder wie? Öffnen musst du ja noch machen. Nee, ich muss immer extra auf Rechtsklick, Link zwischenkopieren. Kennst du nicht den dreibeinigen Affengriff? Der dreibeinige Affengriff ist definitiv was anderes. Und den kannte ich wahrscheinlich schon, dass du noch in die Hosen gestrollt hast. Oh ja, freilich. Der Rainer damals, 2016. Der große Erwachsene, der dreibeinige Affengriff. Den kann er schon. Ne, den kann er schon vor allen. Das ist prähistorisch. Da war Rainer schon. Irgendwo gibt's eine Höhle in der Steinzeit. So, da hat Rainer das hingemalt. Irgendwo in der Nähe von Emskirchen. Die Seite habe ich auf ja vorhin der auch Seite steht gehabt. auch das Rainer, also so wie es bei dir geschrieben wird, ein Mädchenname. Rekt. Nee, Rainer. Rechen. Der wird mit A am Ende geschrieben. Ist ein Ich weiß, Mädchenname. das ist Mädchenname, steht Ja, hier. ich werde aber nicht mit Steht A das- am Ende. Ja. Ich werde R-A-I-N-E-R geschrieben. Ach Bei mir ist so, kein okay. A am Ende. Sorry, ich dachte, dass das mit... R-E-I. Der Rainer. Das. Alter, ganz ehrlich, wenn jemand ein Mädchen hat und es Rainer nennt, Alter, dann gehören die Eltern verknacken, das Kind gehört direkt einen neuen Namen gegeben und ab zum Jugendamt. Ne? Das. Alter Schwede. N-A-R, ne? Nein, Rainer, das weiß ich schon lange, dass das ein Mädchenname ist. Da gab es mal einen Film, wo die irgendwie in die Erde, in der Erde Expedition gehabt haben, so in der Höhle rein irgendwie. Mhm. Dann sind sie irgendwie in einer prähistorischen Zeit Ah. gelandet und da gab es dann verschiedene Leute halt auch. Und Ach so, ich die hatte da leben. vorhin auch recht. Und da hat er das an die Wand gepinselt. Ich habe irgendwie lustig. Du halt meintest ja, dass, ich habe ja vorhin gesagt, dass mit dem Zweiten Weltkrieg da. Ich habe einfach recht, ich habe hier sogar eine Statistik gefunden, wie das in den Jahren war. Im Jahr 1943. Hab ich doch vorhin gesagt. Habe ich dir doch vorhin sogar recht gegeben. Ich habe doch vorhin sogar noch Also, vorgelesen. dann Ich habe doch vorhin sogar noch Kann vorgelesen. aber sein, dass ich da gerade auf einem anderen Test mit meinem Kumpel geredet habe. Das könnte sein. Nö, da warst du hier, weil du sogar noch gesagt hast, ja, hatte ich doch recht. Ist schon spät, wa? Roggenstuff. Wann geht ihr so pennen? Ja, ich hab Ferien. Okay. Wollte mich ja schon vor einer Stunde hinlegen. Rainer, warum bist du dann immer noch auf dem Die? Ach ja, weil er wartet drauf, dass er einen hochheiligen YouTuber rankriegt. Machst du durch. Nee, das definitiv nicht. YouTuber, weißt du, gehen immer 5 pennen. Wann sonst? Hab ich doch gerade gesagt, 5. Mein Standardzustand. Ach so, okay. Ja, nee. Da bekommt man so wenig vom Tag mit, habe ich immer das Gefühl. Echt so. Ja, deswegen mache ich das normalerweise auch sehr ungern, aber meistens ist es halt wirklich so, dass ich mich erst gegen Abend, wenn es draußen ruhiger wird, mich an den PC setze und anfange aufzunehmen. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt noch rendern, ich muss jetzt noch schneiden. Und dann hast du halt das ganze Zeit hin und her. Klar. Einfach nur wieder Geräusche gemacht, damit die Luft scheppert. Dann muss ich, und dann machst du, das ist genau dasselbe dumme Gelaber, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, so eine Trump-Rede oder sowas anschaust. Ne? Wenn er dann anfängt, irgendwie Geräusche zu machen, weil er einfach nicht mehr weiß, was er sagen soll. Weil einfach alles dumm Gelaber ist. Einfach alles hinten aus dem Arsch raus palabert wird. Ganz Stehst du dann, Stress. und dann hast du halt gleich 5 und dann, ja. Die Zeit war rennt, ne? Wenn man so viel Stress um die Ohren hat. Das kenne ich. Die ganze Zeit, brauchst du ja bloß aufnehmen. Wenn du aufnimmst, dann hockst du meistens. Ich nehme ja Das tut er bereits. Rainer, er ist gerade mitten dabei, aufzunehmen. eine Aufnahmesession ist ja für mich, ein Part ist ja 25 bis 30 Minuten, aber eine Aufnahmesession geht ja nicht 25 Minuten, sondern eine Aufnahmesession sind ja meistens 10 bis 15 Parts, wenn nicht mehr. Ja, genau, Rainer. 10 Parts, 15 Parts am Stück macht er. Ja, absolut. Ja, absolut. Glaube ich dir einwandfrei. Ne? Hier, 5 bis 8 Stunden sitzt er für seine scheiß Let's Plays. Das erzählt er mir jetzt hier. Bullshit, Rainer. Kommt mir drauf an, wie viel ich mache. Heute zum Beispiel habe ich Also zockst du Nur- dann nach 5 Stunden oder was und dann schnippelst du die auseinander. Ich habe jetzt nur, momentan mache ich das so, weil es nicht anders geht. Aber normalerweise, Ja, weil es nicht anders geht. Rainer, normalerweise entweder werden solche Sachen, im Idealfall machst du einen Stream, ne? Indem du Let's Plays machst und dann kannst du es danach noch auseinanderschneiden und daraus ein Video machen. So, das wäre die schlauste Variante. Wenn du dann wirklich die Let's Plays einfach so aufnehmen willst und die separat einfach auf YouTube hochladen, ohne dass das vorher irgendwie gestreamt ist, dann macht es natürlich Sinn. Dann macht es natürlich Sinn, sich nicht wegen einer halben Stunde dahin zu setzen, sondern wenn du sagst, hier eine Folge dauert eine halbe Stunde, dann setze ich mich dahin, spiel
meine 4-5 Stunden und sag dann halt nach jeder halben Stunde, so, das war's für die heutige Folge, nächstes Mal machen wir weiter, bla 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 bla. Da kann ich auch einfach auf bei OBS auf Aufnahme beenden drücken, dann Aufnahme starten. Ja, herzlich willkommen, hier bla bla bla, dieses, jenes. Das letzte Mal haben wir da und da aufgehört, diesmal machen wir da und da weiter. Das ist das Spiel, ihr wisst Bescheid, let's play. Und auf geht's. Und dann alle halbe Stunde dasselbe Ding. Natürlich macht das Sinn, aber es hat Rainer natürlich, keine Ahnung, einmal vielleicht gemacht, da war es wieder harte Arbeit. Ja, weil dann muss er ja wirklich auch irgendwie sein Time-Management irgendwie auf die Kettenhöhe kriegen. Und was auch möglich wäre, ist, dass du halt einfach das Intro und das Outro dann von den Videos separat aufnimmst und das dann vorne und hinten dran schneidest. Aber leck mich am Arsch, ist das harte Arbeit. Ja, das muss dann wieder gerendert werden und so weiter und so. Es ist ein mittlerer Albtraum einfach. Jetzt mache ich halt immer eine Pause zwischen den Aufnahmen so. Ja, ich würde es gar nicht schaffen, so lange durchzuzocken. Auch nicht. Auch, also ich würde es vielleicht schaffen. Also so, keine Ahnung. Also jetzt. Zwei Stunden. Nur so 5 Stunden. Also jetzt zu der Jahreszeit, Alter, da fangen meine Eier nach einer halben Stunde schon an zu stinken. Und da schaffe ich das nicht irgendwie 5 Stunden da irgendwie Es gibt durchzuaufnehmen. ja keine Erfindung wie Klimaanlage oder Ventilatoren oder so. Ich habe übrigens einen Deckenventilator. Ja, aber Das ändert aber nichts daran, die fangen doch trotzdem an zu stinken. Ja. Ja, das ist doch egal, die fangen an zu stinken, scheißegal, was du machst bei dem Wetter, oder? Das ist doch besser, wenn du irgendwie auf der Couch sitzt und am Daddeln bist, ne? Du kannst es wenigstens noch ein bisschen klimatisieren, da hat er schon recht, der Rainer. Ich fühle mich schmutzig. Warum muss ich das sagen? Wenn meine Eier anfangen zu stinken, dann gehe ich duschen. Ja, Rainer, wenn du es mitkriegst, ne? Ja, jede halbe Stunde. Ja, das mach ich auch nicht. Nach einer Lass- halben ich Stunde lass die fangen dann doch meine einfach Eier stinken, nicht an. Alter. Nach einer halben Stunde fangen doch meine Eier nicht an zu stinken. Ich bin doch keine 16 mehr. Hä, was hat das jetzt mit dem Alter zu tun? Das hat was mit der, wie gepflegt man ist zu tun, ne? Kauf dir eine anständige Unterhose. Bei Reini vor allem, ne? Nimm 150 Kilo, 170, 180, je nachdem wie viel er gerade wiegt, nimm's ab. Ne? Dass die Schwarten da nicht alles, ne? Damit ein bisschen Luft reinkommt an die Nummer und hurra die Gams. Ne? Dann kannst du mal einen Tag lang, ohne dass alles stinkt. Haben dir mit 16 deine Eier nach einer halben Stunde angefangen zu stinken, oder was? In der Jugend, wenn Ja, die kurz bevor sie dann abgefallen sind. Pubertät am schlimmsten ist, dann fängt es schon schneller an, dass du schwitzt, ja. Dass du anfängst zu müffeln. Ja, aber ich fange ja nicht bei den Eiern an. Ja. Ja, eben. Hä? Also, jetzt kommt wieder dieses genervte Geschnaube im Hintergrund. Wollen wir nicht wieder über ApoRed reden? Also, das war angenehmer als reiner stinkende Eier. Und werden die da auch blau, wenn die anfangen zu stinken, oder ist das unabhängig voneinander? Das war jetzt auch keine Beleidigung, das war nur so eine Feststellung. Das war einfach ein nicer Zufall. Das war ein nicer Gag. Kleiner Zufall. Ich glaube, Bergi pennt einfach schon. Ja, der schläft. Könnte gut Seit sein. Wochen schon. Jetzt. Der hatte gestern ja seine Feier. Er ist YouTuber und geht immer so früh schlafen. Der Berg Meine ist halt Fresse, normal. ich gehe auch Trotz manchmal YouTuber. früher schlafen. Es ist halt unterschiedlich, wie man schlafen geht. Ich gehe manchmal um 10. Hat da jemand, ne? Ist da jemand getriggert worden von der Nummer? Hat der YouTuber, Biorhythmus, den du angewohnt hast? Bist du im Klaren darüber, dass das, ne? Dass sich das ein wenig beißt mit deiner ganzen, Malocher-Märchen, das du den Leuten immer erzählst, wenn du 2/3 vom Tag am Pennen bist. Ich gehe ins Bett, manchmal gehe ich um 7 ins Bett, manchmal gehe ich um 12 Uhr mittags ins Bett. Das ist halt komplett unterschiedlich. YouTuber-Schlafrhythmus nennt man das auch. Gibt sogar einen Hashtag für. Also ich glaube, Bergi meinte mal, dass er halt seinen Schlafrhythmus die ganze Zeit beibehält und er ist halt auch Vollzeit-YouTuber. Ja, und das macht halt auch Sinn, es ist egal, ob du jetzt YouTuber bist oder nicht. Weil als YouTuber ist es praktischer, weil du dir deinen Biorhythmus selber aussuchen kannst, größtenteils. Ne? Weil du ja deine Arbeit auch selber aussuchen kannst. Dann kannst du sagen, hey, was, ich funktioniere am besten, wenn ich um 10 Uhr aufstehe, stehst du um 10 Uhr auf, dafür arbeitest du dann halt bis um 3 in der Nacht oder so und dann gehst du halt ins Bett oder was weiß ich. Aber, also da diktiert es ja halt nicht der Chef, wann du aufzustehen und zum Malochen anzufangen hast. Aber ansonsten ist ja ein geregelter Tagesablauf mit zur selben Zeit ungefähr ins Bett gehen, zur selben Zeit ungefähr aufstehen, ausreichend Schlaf, mindestens 7 Stunden, etc., ist ja trotzdem von Vorteil. Scheißegal, ob du jetzt YouTuber bist oder Metzger oder Schreiner oder was weiß ich. Ja, dann ist er halt einer von denen, die das machen oder machen. Schreiner, das ist wieder
beim Namen Rainer, ne? Nur dass er schreit. Können. Gronk glaube ich auch. Sorry, der war flach. Was meinst du, warum Unge zum Beispiel so oft durchgemacht hat, schon eine Zeit lang auch? Hat auch irgendwann mal ein Video gemacht, wo er gemeint hatte. Ja, weil junge Leute das halt manchmal so machen. Und wenn du halt, in dem Alter schon einer der größten Streamer in Deutschland bist, dann wird das seinen Weg in deinen Content finden. Das ist jetzt kein so riesengroßes Mysterium, Rainer. Stunden oder was? Ja, aber wahrscheinlich, weil er das. 27 Stunden Stream gemacht. Der reist ja so viel, das kann sein, wegen der Zeitverschiebung. Wegen dem Jetlag kann es sein. Also sonst hat der aber wahrscheinlich Köln auch ist einen so weit normalen. weg. Hm? Wie Bei bitte? Köln ist er so weit weg. Nee, aber der macht doch immer so Reisen um die Welt. Und durch den Da Jetlag hat vielleicht keine macht er dann Reise- durch da oder hat so. er- Da hat er wochenlang keine Reise gemacht zu dem Zeitpunkt. Okay. Ja, aber Unge ist halt auch so ein spezieller Fall. Macht doch 2 Chat. Der Dreadlocks, das ist sowieso was anderes. Ich bin nur deswegen jetzt im Moment hier, weil ich jetzt gerade die Videos konvertiere und die sind jetzt gleich fertig. Achso. Okay. Nein. Nee, ich dachte, du wartest Ich wollte jetzt. einfach ein bisschen Beschäftigung, weil im Moment kann ich nicht einmal Videos schauen auf YouTube. Warum In der das denn? Zeit, wo die konvertieren. Weil es nicht funktioniert. Was schaust du? Ja, weil er halt wieder auf seinem Kartoffel-PC am Schlüssel ist. Das ist das Problem. Laptop und so. Privatsache. Geht das irgendwas an? User left your Das war eine normale Frage. Was nicht alles wieder Privatsache ist. Nee, die war ein bisschen Ich hätte auch sagen aggressiv. können. Aggressiv. Ich hätte auch sagen können, was geht dich das an, du Pisser. Was geht Ich hätte auch sagen können, was geht dich das an, du Pisser. War das nicht aggressiv? Man hat's Rainer, warum auf einmal so feindselig den Leuten gegenüber? so verstanden. Ich hab gesagt, es geht dich nichts an, Ja, Privatsache. und warum? Hat er gesagt gehabt. Privatsache, etc. Ihr Warum solltet beleidigst generell, du ihr solltet jetzt? Er hat ja nicht beleidigt. Der doch hat irgendwas mit Pisser gesagt. Leiter, ich sag's noch Ja, da mal, hat er- hör das endlich hat er auf nur zu als haten, wenn- oder wie lange willst du das jetzt noch abziehen, Alter? Ich hate überhaupt nicht. Ich hab einfach nur, du hast doch gerade zu mir Pisser oder so gesagt. Natürlich hatest du, ich habe das als Beispiel genommen und jetzt hör halt mal auf, die ganze Zeit meine Worte im Mund rumzudrehen. Meinst du, ich bin bescheuert oder was? Deine Aussagen und Ja, Rainer, weiß nicht. Den Eindruck, den kann man schon gewinnen. Ne? deine Situationen, wie du mich auf die Palme Situation, Rainer, Situation. bringen willst, sind offenkundig. Und ich krieg das mit, ich bin nicht Offensichtlich, Rainer. bescheuert. Ich habe das ja nicht erst seit gestern, dass ich Hater an Mass habe. Ich habe schon mit Typen gesprochen, die haben es wesentlich geschickter angestellt als du. Glaub's mir. Ich mach die ganze Scheiße nicht seit gestern. Ach, die Hater schön. Wie lange Ja, machst aber gelernt hast du trotzdem nichts draus, Rainer. Auch ne, deutlich noch mehrere Jahre später. Ja. Das ist egal, wie lange du die ganze Scheiße machst. Ne? Schlauer bist trotzdem nicht geworden. du das denn schon? Seit über 3 Jahren. Was bekannt ist. Nee, das wusste ich noch nicht. Naja. So, nächstes Video. Was hattest du dann nochmal aufgenommen? Ein Videospiel. Ja, welches? Ein Videospiel. Oh, Rainer hat ein Maul. Als wenn er jetzt da irgendwie der Überlegene in der Diskussion wäre, indem er, haha, ich sag dir nicht, welches Spiel ich da gespielt habe. Ja, yes, so fürchterlich spannend auch nichts, was du unbedingt wissen will, lädt es ja dann irgendwann hoch als Let's Play. Ne? Da steht, der wird jetzt darüber keine schlaflosen Nächte haben. Oh, ich wünschte, ich wüsste jetzt schon, was der Rainer da für großartige Let's Plays aufgenommen hat. Alter, was wird's gewesen sein? Ne? Was wird's denn gewesen sein? Wahrscheinlich 99% Wahrscheinlichkeit ist es Zelda und dann ansonsten könnte es doch irgendein anderer Shit sein, wie, keine Ahnung, so ein Man-Eater gab's damals, glaube ich, noch nicht. Irgend so ein Rotz. Ne? Er hat doch eh immer nur dieselbe Scheiße Let's Played. Ja? Zelda zum 2500. Mal oder irgendwelche Sachen, wo er die Let's Plays von Gronk vorher auswendig lernen konnte, um dann da sein eigenes Ding in Anführungsstrichen draus zu machen. Eins für den Gamecube. Mm, Ein Zelda. Ich hatte auch ein Gamecube für. Da habe ich 007 Nightfire drauf gespielt. Das war mein Lieblingsspiel. Und Sonic. Mhm. Ich auch, habe ich in beiden Spielen immer voll abgerockt. Ja, Ja, Rainer, ich bezweifle das. Ich habe dich gesehen, wie du Videospiele spielst. Ne? Gerade beim Controller, du drückst einfach auf alle Tasten gleichzeitig in der Hoffnung, dass was passiert. Ne? Und wenn das nicht klappt, dann ist das Spiel schuld. Dann sind die Programmierer dann Idioten, weil sie ein bisschen Anspruch in ihr Game reinprogrammiert haben. Ne? Rainer hätte am liebsten immer den Beat the Game-Button. Ne? Einfach auf dem Controller einen Knopf gedrückt halten, das Spiel spielt sich von alleine. Aber das ist halt nicht der Sinn von der Sache. am geilsten fand ich diese, Habe ich beide nicht mehr. diese Schneemap. Die war geil. Dagegen habe ich meine Leute immer abgemurkst. Dass sie abgeraged haben. Alter. Haben die richtig geraged. Let's play, Jetzt Alter. kommen die Bücken in mein Haus. Richtig abgeraged.
Was meinst du? Jetzt kommen die ganzen Mitkommen im Haus, verdammt. Echt? Haben wir gerade beim Spielen richtig. Fange ich jetzt noch ein Thumbnail an? Hab ich keine. Ja, Rainer, ich sag's dir, nein. Tust du nicht, hast du nie. Ach doch. Bisschen gestellte Gesellschaft tut doch immer gut. Was ist ein Thumbnail, wenn ich anfangen darf? Was hat das mit Gesellschaft zu tun? Ja, ist doch irgendwie komisch und Ja, dachte, dass. Okay, 2 ist doch kein Multitasking. Autoscan-Organ 2.0. Okay, ja, das hört sich gute Nummer für nächstes Mal. Pflichtstunde ist erreicht, Leute. Ich habe heute wirklich das hier ein bisschen zwischendrin geschoben. Verzeiht es mir bitte, wenn es heute erst wieder ein kürzeres Video war. Die letzten waren, glaube ich, wieder ein bisschen länger. Aber beim nächsten Mal machen wir dann wieder so 1,5 Stunden oder sowas, wenn es hinhaut. Ich verspreche nichts, aber ich gebe mir Mühe. Ja. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Metal off.